habe ich die Ehre. Ja, fix einmal, ich freue mich narrisch. Heute ist die zweite Sendung Volksfest TV, direkt aus der Genussarena beim Winisch am Geibumfest in Straubing. Ich bin der Poppi und ich freue mich narrisch. Ich habe heute eine Person da. Gestern war ja der Beff bei mir und ich muss sagen, er ist ein bayerisches Urgestein, der Beff, wirklich. Aber jetzt habe ich auch ein bayerisches Urgestein, der ist zwar um mehr als die Hälfte, also jünger, aber trotzdem, es ist ein Wahnsinn, wenn der da ist. Wirklich, direkt vom Telzer Land ist er aufgefahren. Ich freue mich. Attenfahrer, habe die Ehre! Habe die Ehre! Servus! Prost! Ja, fix einmal, schön, dass du da bist. Ey. Ja, sogar. Wir kennen sie jetzt schon ein Weile, so 1, 2 Jahre. Wir haben schon diverse... Über 2 Jahre lang schon. Ja, wir haben schon ein paar halbe Tage mittlerweile, gell? Und was jetzt mich interessieren darf, ich habe dich schon mal gefragt und mir hast du schon mal eine Antwort gegeben. Aber ich habe es bis heute nicht kapiert. Das sind für alle Leute. Was heißt eigentlich Attenfahrer? Was heißt das? Was heißt das? Attenfahrer heißt, ein Atten ist eine Wiesenhex, eine Wiesenecke quasi. Und Ecke mit scharfen G. Genau, Ecke mit scharfen G. Und bei uns im Gai, also es gibt im Isargau quasi, heißt man das Atten. Es gibt dann die Ruhehaus, gibt es noch mal so ein kleines Flickerl, da heißt es auch Atten, die Ecke. Und das war das erste Video, was ich da gemacht habe mit der Atten, beim Attenfahren. Und dann ist mir das nicht blind. Ja, aber da passt ja nicht. Das ist geil, ne? Ja, deine Hosenträger, das ist ein Teil Markenzeichen, oder? Also ich muss sagen, das Orange mir ist fast ein wenig tuntig, wirklich schwuchtelig. Aber muss ja jeder selber wissen, ne, wann das Faschingsbad auszieht. Wieso Hosenträger? Wieso war das? Du, das ist ganz einfach, weil ich einfach so eine schlanke Figur habe. Ja, geh ab, schau mal die um. Und wenn ich die Hosenträger nicht wieder, dann haut man die Hosen an mich ab. Ja, okay. Und darum habe ich eine Hosenträger. Ich bin auch so. Ja, du hast da ein Heber da wie ein Elektriker, jeder Knopf an und ich spanne unten. Du, gestern war ja der Beff bei mir und ich habe dem 5 Fragen gestellt, die darf ich dir jetzt auch fragen. Also nicht dieselben natürlich, sondern für jeden einen anderen. Aber das sind keine Fragen in dem Sinn, sondern das sind schon 2 Antworten vorgegeben und du sagst mir einfach, was besser zu dir passt. Wie beim Jörg Pilawa quasi. Keine Ahnung, ich schau kein Bier. Trinken wir erst einmal Prost. Weil wir gerade getrunken haben. Rüschel oder Kosmos? Rüschel. Schon mal, oder? Mit was für ein Cognac? Ja, Habt ihr ein Blöd gemacht? ja, ist eh klar. Aber bist du ein Ausbautrick oder sagst du, das ist kein Chantre oder ein Scharlachberg oder ein Nogisasser? Da bin nichts anderes, da ist hau ich auch einen Ochsler rein, das ist mir nicht wurscht. Ich sag's dir, hey, wir haben Nogis, ist der billigste Fusel-Cognac, der kostet Literflaschen 3,20 € oder was, im Markt weiß ich es nicht. Du, und der Ausbau kostet das Vierfache und das weißt du, die Ausbauflasche nicht schmeckt genauso. Zweite Frage, Semmel oder Kartoffelknödel? Kartoffelknödel. Jawohl, ich bin voll dabei. Ja, das ist ein harter Tag mit dem. Dritte Frage, Ausschnitt oder Arsch? In der Reihenfolge. Aber ein bisschen Holz brauchen wir schon, gell? Das ist schon. Also nicht unser Holz. Ich hab zwar, ich muss ganz ehrlich sagen, mag was mal fragen, mein Busen, aber das ist ein bisschen. Nur Ausschnitt habe ich selber gemacht. Gescheiter Arsch muss schon da sein. Haferlschuhe oder Bergschuhe? Ja, das ist ja geil, weil ich hab das auch. Prost! Ja, shit, hey, ja, gut. Das ist veranstaltend. Hast du. Gut, dass ich Yoga mache. Ja, das sehe ich, dass du hast eine halbe Stunde gebraucht, bis du den Haxen gebracht hast. Der hilft eh nicht. Und jetzt gibt die wichtigste Frage. 5. Frage. 2 oder 3 Promille? Ja, in der Reihenfolge halt, oder? Ja, geht nicht anders, ne? Weil wenn es läuft, dann läuft es, weißt du das ja selber. Hilft eh nicht, ne? Aber 3 Promille haben schon besser, gell? Da stützt du schon mal um mit zusammen. Ja, mein Gott, ich sage aber, mit 10% Verlust musst du rechnen. Ja, ist eh klar. Weil wir gerade schon in der Reihenfolge sind, jetzt bin ich gespannt. Blond, dunkelhaarig oder rothaarig? Ja, ich hätte eine Blonde gern zum Aufwärmen und dann die dunkelhaarige zur Hauptspeise mit der roten mache ich dann die. Ich sag aber, mehr gerne die blonde Schwarzhaarige mit den roten Haaren. Du, aber weil wir gerade übertragen, du hast immer einen schönen Hut auf, ne? Das freut mich aber narrisch, weil du bist schon einer, wo Tradition lebt, sag ich mal. Und in Straubing leben wir ja auch Tradition, ja, am Volksfest. Und du bist ja immer in den Videos immer bayerisch und immer hau drauf. Bist du einer, wo er richtig
Bier einschenken kann, richtig aufziehen kann und so weiter. Schon, oder? Ja, für mich ist Tradition schon wichtig, das liegt bei uns in der Familie. Unsere Familie hat einen furchtbar langen Stammbaum und wir waren immer mit der Tracht schon. Meine Großeltern waren immer schon beim Trachtenverein und eine Lederhosen unter 1200 €, wenn man sich das nicht leisten kann, dann sollte man es bleiben lassen. Finde ich super. Ich meine, natürlich gibt es Leute, die sagen, 1, 2 Tage mal Lederhosen geht einmal, aber das typische Trachtenset für 39 € am Mingen Flughafen, das geht nicht. Ich fahre auch nicht auf Schottland auf für kaufen einen Papadickel-Rock und sage, jetzt habe ich mir einen Schottenrock gekauft, das mag man einfach nicht. Und entweder bin ich von da oder halt nicht. Und voll, und das sind auch die sagen, wenn wir da von da sind, auch wenn du vom Tänzelland bist, wir geben jetzt einmal ein Geschenk, weil du sagst mir jetzt einmal, dass du als Original Bayern, Mann, bayerischer Bauernbauer, was weiß ich, dass du ein Bier schenken kannst. 30er Fassler fix saufen kannst. Ja, so ungefähr. Schauen wir mal in den Geschenk rein. Trinken wir nochmal noch immer. Prost. Auf geht's, zieh drauf. So mag ich das. Tragst du eine Maske oder alle Leute machst. Das wäre da so nichts. Das habe ich gleich schon gesehen. Mach ganz auf. Da geht's meistens das uns schon sagen. So ist es, ne? Und ich mag da helfen auch noch. Ich glaube, das lassen wir lieber bleiben, das lassen wir die Profis beim Minischerin. Mach den Hahn zu, wir nehmen jetzt die Maus und dann gehen wir raus, gell? Also auf geht's. Da, nimm den Spann da. Ja, dann geht's zu jetzt, da ist ein Wahnsinn. Macht sie bitte weiter, weil das ist ein Katastrophe, das ist ein Wahnsinn. Ein Zeichen, das ist ein Zeichen. Bitte fix, Altenfahrer. Jetzt hab ich Depp 2 Maßen da. Ja, weil du Trottel bist. Jetzt sag mal einen gescheiten Trinkspruch, vielleicht kannst du das wenigstens. Seht sie an die Meise, trinkt sie, baut sie Scheiße. Schau, wie sich ihr Blick verschleiert, wenn sie in das Nestchen reiert. Halt, ich hab auch noch einen. Hat die Bayerin über 200 Kilo, nascht sie nachts heimlich am Silo. Ja, geil. Jetzt darf ich sagen, jetzt hoppen sie wieder hin und ich darf Dankeschön sagen, wirklich, es war heute schon wieder ein geiler Tag. Wir zwei haben jetzt übrigens dann bald Vollgas unterwegs. Ne? Fix da wir haben uns jetzt die Rübe voll bis dann runtergehst. Ja, genau. Wir haben jetzt dann bald im Video miteinander, und zwar im Dinner for One. Aber das spielen wir auf Bayerisch, Dinner for One auf Bayerisch. Und da saufen wir nicht bloß Bier, da saufen wir ganz andere Sachen. Infos auf poppe-kabarett.de und ich und der Altenfahrer, wir saufen jetzt am Maß und da sehen wir sie morgen zum Volksfest TV. Es war ein geiler Tag, merci Altenfahrer und jetzt gehen wir Gas. Für euch, habe ich dir.